Ich habe hier eine Bank mitgebracht, und zwar, als ich 18 Jahre jung war, das ist schon gefühlt vor 100 Jahren, hat es einen Tag gegeben, am 1. Januar, wo ich eingeladen worden bin in ein Haus, und ein Mann hat mir das Evangelium erklärt. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung, was ist Weihnachten, Ostern, außer Urlaub. Und haben mir alles erklärt. Jesus haben gefragt, möchtest du Jesus an dein Herz einladen? Für mich war das keine Frage gewesen. Und ich habe mein Leben an diesem Abend Jesus anvertraut. Und beim Beten wurde es mir schwindelig. Und ich habe gemerkt, ich habe den Bodenkontakt verloren. Und ich habe ihm mit einem Auge geschaut, bin ich noch da? Und es ist mir dermaßen eingefahren. Eine Woche später wurden wir eingeladen. Jeden Freitagabend hat dann der Familienvater uns einen Bible Study gegeben. Ich hatte keine Ahnung vom Bibel, hat uns die Grundlage vom Evangelium erklärt. Und nach einer Woche hat uns der Mann erklärt, dass einen Tag bevor ich zum Glauben kam, sind 2 Familien eines Abends zusammengekommen und haben gesagt, lass uns für Leo beten. Und 2 Familien haben am Abend das Abendmahl genommen und haben gebetet, dass ich zum Glauben kam. Und das ist mir brutal eingefahren, weil ich gemerkt habe, irgendjemand hat für mich gebetet. Irgendjemand hat für Gott geklopft, dass ich zum Glauben gekommen bin. Wenn ich heute zurückdenke, bin ich so dankbar, dass Menschen mich an der Hand genommen haben, die Bibel aufgemacht haben, mir das Evangelium erklärt haben. Ohne ihr Gebet und Abendmahl wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich weiß nicht, wer in deinem Leben das gemacht hat, wer dir das Evangelium erklärt hat, wer dich eingeführt hat in die Grundlagen vom Evangelium. Aber es gibt einen Mann, den ich heute Abend speziell ehren möchte, und das ist Charlie Kirk. Charlie Kirk. Es ist ja Social Media rauf und runter gegangen, sogar die Schweizer Medien haben darüber gesprochen, vor einigen Tagen durch ein Attentat umgebracht worden. Und was ich bei Charlie Kirk, es geht mir nicht um die Politik, ob er jetzt für Trump ist oder was auch immer Politik ist, kannst du denken, was du willst. Aber Charlie Kirk ging an Universitäten, wo ja Gender und Abtreibung, alle diese Themen eine extreme laute Stimme ist. Hat er gesagt, ich werde meine Stimme erheben für meinen Jesus, für Menschen, für das Recht, und ist aufgestanden. Amen. Charlie Kirk hat uns gesagt, wir können nicht schweigen. Wir können nicht schweigen. Wenn du denkst, ich habe Angst, ich könnte gemobbt werden, ja, dann wirst du gemobbt. Wenn du Angst hast, wenn du das Evangelium verkündest an deinem Job, du verlierst den Job, ja, dann verlierst du den Job. Weil Jesus ist dein Versorger, nicht die Firma. Und Charlie Kirk hat eine Flagge aufgehalten für das Evangelium. Und der Punkt ist das, ich habe viele Freunde in Amerika, was sie gemacht haben nach seinem Tod, die kamen zusammen einen Tag später und haben in der Church Kerzen angezündet, haben geweint und gebetet. Die Antwort von Christen ist, wenn uns Feinde plagen, wir beten für sie. Das ist die krasseste Waffe. Segne die Feinde und Gott wird diesen Feinde nehmen und zum Segen gebrauchen. Glaubst du das? Es ist die krasseste Waffe. Was der Unterschied ist, als man Floyd, diesen Mann vor einigen Jahren von der Polizei umgebracht worden ist, gab es dann Krawalle. Man hat Autos angezündet. Bei den Christen ist das, ich habe gestern ein Bild gesehen von London, es war eine Demo, da sind auch Leute mitgelaufen für Kirk, Charlie Kirk. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben gebetet. Gebet ist die stärkste Waffe, die es gibt. Amen, stimmt. Und wenn wir aufstehen und sagen, wenn Charlie Kirk gestorben ist für eine Botschaft, wer bin ich, dass ich nicht bereit bin, Menschen auf meinen Platz zu lassen und ihnen das Evangelium erklären? Amen. Wir alle haben verschiedene Begabungen. Vielleicht bist du ein Apostel, ein Evangelist, ein Prophet. Vielleicht hast du eine Begabung bekommen, in Zungen zu sprechen, auszulegen, prophetisch zu reden, zu heilen. Aber es gibt eine Sache, wo wir alle gemeinsam haben, Matthäus 28, Vers 28. Da sagt Jesus höchstpersönlich, deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und das ist nicht so, Glauben ist Privatsache. Hör mal auf mit diesem Scheiß. Weil Jesus starb am Kreuz und gesagt, oh, wir machen eine private Kreuzigung. Das darf niemand wissen, niemand erfahren, niemand sehen. Leute müssen spüren, fühlen. Nee, es war öffentlich. Alle Wunder hat Jesus öffentlich gemacht. Die Botschaft ist eine öffentliche Sache. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen. Nicht nur, was ich cool finde.
was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende die Welt gekommen ist. Für diesen Auftrag hat Charlie Kirk sein Leben gegeben als ein Märtyrer. Und ich glaube, es geht einen Ruck durch die Kirchenlandschaft und es ist wichtig und richtig, weil wir haben eine schöne Church, wir haben ein schönes Gebäude, super Parkplatz, Level 1, Level 2, draußen drinnen, wo auch immer der Parkieren ist, der beste Café, die beste Lounge, die besten Sitzplätze, schönstes Licht, besser Event. Es geht am Ende nicht um das, was komfortabel ist, sondern um die Botschaft. Jesus ist und bleibt das Zentrum. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum. Weil wenn es eine gute Botschaft gibt, gibt es auch eine schlechte Botschaft. Wenn es Gnade gibt, gibt es auch Gericht. Und wir müssen Leuten sagen, es ist eine freiwillige Entscheidung, Jesus nachzufolgen, aber die Konsequenz, die musst du tragen. Wir können nicht mehr schweigen über Jesus. Es ist genau das Gleiche. Mach ein Bild, war vielleicht ein bisschen nicht connected, aber meine Frau, als sie schwanger war, kommt ja der Tag, da gehst du ins Spital und dann wird das wie gepresst, ja, schön gesagt, Tom, danke, rausgepresst, oder? Und dann nach 3 Tagen nimmst du das Baby nach Hause und du sagst nicht, so Baby, das ist dein Zimmer, das sind die Bücher, God bless you, kann sich selber entwickeln. Bei uns Christen ist das Gleiche. Du kannst dich jemanden einladen in die Church, kommen zum Glauben, nimmst ihn in die Small Group und sagst, okay, von jetzt God bless you, finde es selber raus. Es braucht eine Journey. Und ich habe gemerkt, wenn wir nicht eine Strategie haben, wie wir Menschen in die Nachfolge bringen können, dann macht man irgendetwas und das ist nicht immer gut. Weil du musst irgendwann die Nabelschnur abhauen. Es gibt Christen, die sind 80 Jahre noch immer nabelig. Hau die Nabelschnur ab, du bist kein Baby mehr, sondern es ist Zeit, dass du reif bist. Wir haben es entwickelt, schon Jahre, nichts Neues, wir haben es neu genannt, die schon lange dabei sind. Die Älteren G12 ist auch ein Begriff. Wir hatten Bücher, Gewinnen, Fesken, Beauftragen, alle diese Bücher. Wir haben einen Glaubenskurs, ich erkläre es ganz kurz. Entdecken, erlebe, Folge ist wie ein Kreis. Das heißt, wir haben ein Buch entwickelt, auch mit Videos. 10 Schritte. Wer ist Jesus? Wer ist Gott? Wer ist der Heilige Geist? Wieso Kirche? Wieso Leiden? Was ist der Sinn vom Leben? Du kannst es durchgeben. Wenn dann jemand zum Glauben kommt, erlebst du den Heiligen Geist. Du hast Geistesgaben, Talente, du kannst beten, du hast eine Church, du hast Anfechtungen und du erlebst plötzlich diesen Jesus. Man lässt sich taufen, geht in das Get Free Weekend, man hat einen Katalog oder Möbel, wer kennt den Möbel-Pfister-Katalog? Ikea-Katalog oder Ikea-Online-Katalog, scrollen. Es gibt auch eine Sündenkatalogliste mit Hunderten von Sünden. Man schreibt das alles auf, merkt, oh, hopp, der besser, da gibt es viele Dinge. Dann verbrennt man das und sagt, Jesus hat alle meine Sünden vergeben, alles. Und dann wirst du merken, ich kann Jesus nachfolgen, ich habe Autorität, ich habe Geistesgaben, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Bestimmung, ich bin nicht mehr, kannst sagen, Teufel, hier ist die Grenze und du lernst das Evangelium zu erklären und du führst Leute zum Glauben, sie erleben, folgen und es ist ein Kreislauf. Verstehst du das? Es ist ein Konzept, das wir haben, 3 Bücher, eine ganz einfache Journey. Für die das durchlebt haben, geht der Schritt weiter. Wir haben eine Grafik, ganz kurz, dann gehe ich in ein Teaching hinein, sondern wir haben von jemand, der frisch bei uns kommt, bis zu einem Pastor, eine ganze Journey entwickelt. Das heißt, wir haben einen Leadership-Track. Das heißt, wenn du eine Gruppe leitest, wirst du trainiert, wie leitet man eine Gruppe, wie sagt man Hallo, wie geht man mit Konflikten um, also alle diese Themen, oder? Wie betet man, wie tut man sich vorbereiten? Und dann haben wir auch einen Leadership-Track, das ist ein bisschen so nächstes Level, und dann ein Pastors- und Key-Leaders-Ausbildung, wo du ein Pastor, eine Pastorin werden kannst. Und das haben wir auch in der Theologie. Ganz kurz, du siehst, wir haben eine Journey von Baby-Christ zu einem mündigen Christen. Und die Frage ist folgendermaßen, wen nimmst du an die Hand? Wen führst du ein in das Evangelium? Wem erklärst du die ganz einfachen Schritte? Für wen betest du? Und für wen wirst du verantwortlich sein, dass im Glauben sich entwickeln? Weil wir sind im letzten Jahr um 1400 Personen live und online gewachsen. 1400 Menschen. Aber meine Frage ist, was machen wir mit den 1400 Menschen? Wie machen wir sie zu mündigen, reifen Christen, die fähig sind, wieder andere zu unterweisen? Ich gehe heute in ein Thema, und du hast das schon x-mal gehört, der verlorene Sohn.
Der verlorene Sohn, ganz kurz im Background, und dann gehen wir in Theologie rein, dass du merkst, wow, aus der jüdischen Perspektive ist das eine absolute krasse Story. Und zwar, er war aufgewachsen zu Hause und der Sohn hat eines Tages gesagt, Vater, ich möchte das Erbe. Und da so im Judentum, man konnte das Erbe nicht einfach nehmen. Der Vater hat gesagt, nimm das Erbe, der Sohn geht weg. Er verprasste es mit Disco, mit Instagram, mit TikTok und mit Red Bull und hat alles gesoffen, gefressen, gemacht und merkt eines Tages im Elend, ich habe alles aufgebraucht. Ich bin pleite, Game Over, nichts mehr auf dem Twint. Total ausgetwintet. Und es gibt immer einen Moment, Punkt Nummer 1, dass du erkennst, ich bin schuldig. Du kannst alles machen, du kannst das Evangelium erklären, du kannst es reinmassieren, du kannst es auch visuell erklären, du kannst es intellektuell erklären. Aber dass jemand zum Glauben kommt, ist nicht in unserer Hand. Das ist der Job vom Heiligen Geist. Und es gibt einen Moment, wo plötzlich der Heilige Geist deine Augen öffnet und sagt, was machst du? Was geht ab? Beim verlorenen Sohn in Lukas, wenn die Bibel da ist, Kapitel 15, 18 bis 19, oder du kannst auch mitlesen. Er sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott, und jetzt Achtung, aber auch an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Hier sind 2 Wörter, die man liest, die im ersten Moment keinen Sinn macht. Er sagt, ich kann nicht mehr dein Sohn sein, das verstehe ich. Und dann sagt er, aber lass mich bitte dein Sklave sein. Ich werde später erklären, was das konkret bedeutet. Der Punkt ist das, der verlorene Sohn erkennt, ich bin schuldig. Wir haben heute Abend eine wunderbare Geschichte von einer wunderbaren Frau, deren Namen ich wunderbar vergessen habe, aber wunderbaren Applaus. Ja, ich durfte Jesus an Weihnachten 2023 kennenlernen. Ich war davor ungläubig, ich habe gar nicht an Gott geglaubt, ich habe nur meinen eigenen Willen durchgesetzt und habe 2023 sehr vieles aufgebaut auf meinem eigenen Fundament und das ist alles zerbrochen. Ich hatte gar nichts mehr, an dem ich mich festhalten konnte und habe mich dann der Welt angepasst und jedem einzelnen Menschen so gegeben, wie er mich gerne hätte. Dadurch habe ich mich persönlich einfach enorm selbst verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich bin. Und habe das auf mein Äußeres projiziert. Ich habe Body Dysmorphia entwickelt. Ich habe mich im Spiegel selbst nicht mehr erkannt. Ich hatte extreme Angst, Unsicherheit und Leere in mir. Ich habe gar keine positiven Gefühle mehr verspürt. Mein Bruder ist schon lange im Glauben, der hat mir jahrelang von Jesus erzählt, aber ich wollte es nie hören. Und an Weihnachten 2023 hat er mir wieder von Jesus erzählt. Und dieser Name Jesus hat so eine Kraft in mir ausgelöst an dem Tag, dass ich nicht wusste, was ich mit dieser Kraft anfangen soll. Deswegen habe ich ihm gesagt, hör auf zu reden. Und ich hatte in mir einen extremen Wunsch, wieder das kleine Mädchen sein zu können, was diese Liebe, Hoffnung und Friede in sich hatte. Ich habe das nie geäußert. Aber was mein Bruder mir dann gesagt hat, war, schau, Jesus liebt dich und er kennt das kleine Mädchen in dir. Und mir war irgendwie klar, das waren nicht seine Worte. Und an dem Tag habe ich dann zum ersten Mal gebetet und gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann bitte heile mich, zeig mir deinen Wille und gib mir Identität. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Es gab so viele Dinge, die ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und die waren einfach geklärt. Aber noch viel mehr. Ich konnte in den Spiegel schauen und ich habe mich selbst erkannt. Jesus hat mich über Nacht geheilt. Und das war für mich so kraftvoll, dass ich gesagt habe, ich möchte dir nachfolgen. Und es ist genau 1 Jahr jetzt her, dass ich mich von meinem Bruder habe taufen lassen hier im ICF. Und ich habe in dieser Zeit so ein Wahnsinnswachstum und eine Veränderung meines Herzens erleben dürfen, wie es nur Jesus machen kann. Und ich sehe das Leben vor Jesus und ich sehe das Leben jetzt mit der Nachfolge. Und ich bin Gott unfassbar dankbar. Hat er mich in dem Moment gesehen, in dem ich mir selbst nicht gesehen habe. Come on, Michelle. So, vielen Dank, Michelle. Wow. So, vielen Dank, Michelle. Krasse Story, ja. Es kam mir plötzlich in den Sinn. Nein, es wurde mir eingeflüstert. Ja, Namen sind cool. Ganz kurz, wie findet man zum Glauben? Ich habe eine Auflistung gemacht, wie findet man zum Glauben Jesus?
die meisten kommen zum Glauben durch Krisen, wenn du im Tal bist. Es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche Jesus nicht, mir geht es mega gut. Ich brauche Jesus nicht, ich bin mega happy. Der Punkt ist, dass wenn du genügend lange lebst, wirst du Krisen erleben. Plötzlich stirbt dein Mann, deine Mutter, besser gesagt, vielleicht dein Vater. Plötzlich werden Menschen krank um dich herum. Du wirst merken, du wirst nicht immer das Glück haben, dass einfach das Leben es gut meint. Du wirst Rückschläge erleben. Das Zweite ist, Menschen, die die Bibel lesen, plötzlich merken sie, diese Bibeltexte stimmen. Zeugnisse, ich habe das erlebt. Mein Freund hat sich auf einen Schlag verändert. Er war immer mein Freund, so ein bisschen mit Drogen, war immer high. Und eine Woche später war er high ohne Drogen. Ich habe gesagt, was ist mit dir passiert? Er sagt, ich bin high in the Holy Spirit. Und ich habe gesagt, was ist denn das high in the Holy Spirit? Er sagt, der Heilige Geist fährt mehr ein als jede Droge. Und da, kein Witz, und da habe ich gesagt, erklär's mir. Das war der Anfangspunkt. Ich habe bei meinen Freunden die Veränderung gesehen. Es kann sein, die Gemeinschaft im Fußballverein, Sehnsucht, eine Sinnesfrage, was so gibt es mich, was ist der Sinn vom Leben? Oder übernatürliche Erlebnisse, dass plötzlich ein Engel vor dir steht und sagt, hallo! Und du sagst, okay, und er dir begegnet. Das geschieht andauernd. Ich habe vor einigen Monaten in Deutschland gepredigt, das war ein Pastor da von Pakistan, habe das vielleicht schon mal erzählt. Und er hat zu mir gesagt, in Pakistan ist das krass. Da geschieht Apostelgeschichte 1:1. Das musst du nicht lesen, da passiert es. Was meinst du? Gesagt, wir gehen in Gebiete, das ist niemand gläubig. Kommst in eine Stadt, einem Dorf, niemand ist gläubig und die warten mit Maschinengewehr. Jetzt kommst du dahin, das ist schon mal spooky, und dann beginnst du predigen und du betest und Blinde sehen plötzlich. Lahme gehen, Taube hören. Er sagt, also du erlebst Apostelgeschichte 1:1. Willst du mitkommen? Da habe ich gesagt, aber Pakistan ist recht weit. Dann hat er gesagt, nein, das Problem ist bei Pakistan, du lebst Wunder 1:1 und Jesus begegnet den Leuten in Träumen mit Wundern, all diesen Dingen. Aber das Problem ist, du weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch lebst. Weil der Mann mit dem Maschinengewehr erlebt plötzlich, dass die Frau wird geheilt und erlebt Jesus, geht nach Hause und sagt zum Mann, du behandelst mich nie mehr so. Jesus hat mir eine Würde gegeben und nicht jedem Mann passt das. Und dann kommt er und bumm, schlacka, bist du tot. Da habe ich gesagt, ja, wie viele Leute sterben dann? Sagt er, jeden Tag eine Person in unserer Missionsgesellschaft. Aber hey, Apostelgeschichte, willst du mitkommen? Ich frage mal jemand im ICF. Aber da begegnet Gott den Menschen, die weit weg sind vom Internet, von irgendetwas. Und meine Frage ist, wie bist du zum Glauben gekommen? Der zweite Punkt ist, der Vater läuft ihm entgegen. Lukas 15, Vers 20. Und hier in diesem Bibeltext ist gewaltig viel Theologie. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der Vater erkannte ihn schon von Weitem, unterstreiche das Weite. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm den Hals und er küsste ihn. Also, warum sah der Vater ihn von Weitem? Warum rannte der Vater? Und warum küsste er ihn? Weil der Sohn sagte, ich werde nicht mehr der Sohn sein können, nur noch der Diener. Es gab einen Brauch im Judentum. Gesasa. Wenn jemand im Dorf den Vater entehrte, ein Erbe nahm, es verbrauste, wenn er das Judentum verlassen hatte, in andere Religion ging, rebelliert hatte, Schande im Dorf brachte, kam man zusammen im Dorf. Man hat gesagt, Gesasa, man nahm einen Tonkrug. Und wenn man hörte, der Sohn, die Tochter kommt zurück, haben sie gesagt, es kommt nicht in die Tüte. Wir machen eine Linie. Und sie rannten wie die Feuerwehr, standen vor der Person und sagten, Gesasa, das hast du uns angetan. Möge der Gott dir das Gleiche antun. Du hast uns entehrt, du hast uns bloßgestellt, du hast uns, unseren Gott, zum Spott gemacht. Und hier ist eine Linie, du kannst nicht mehr in unser Dorf kommen, Gesasa. Dann sagte der Sohn, ich kann nicht mehr sein Sohn sein, vielleicht noch einen Diener. Achtung, was es macht. Als der Vater musste schneller sein als das Dorf. Der Vater schaute schon von Weitem darin und er nahm den Rock hoch und er rannte schneller als sein Dorf mit Gesasa. Er rannte ohne diesen Krug, umarmte seinen Sohn, weil Gnade ist schneller als Verurteilung.
Gnade ist schneller als Verurteilung. No more Kasasa. Und als der Vater den Sohn umarmt und Leute sagen manchmal, ja, es ist so einfach bei Christen, Gnade, du machst falsch, du betrügst, die Steuererklärung nicht richtig, du machst viele Herzen kaputt und sagst du, oh, Jesus hat alles vergeben. Thank you. Ist schon ein bisschen einfach. Der Punkt ist, dass Jesus hat das alles gekostet. Er starb am Kreuz für deine und meine Sünden. Der Punkt ist, dass wenn Gott mir gnädig ist und sagt, niemand Kasase, du bist kein Diener, du bist und bleibst mein Sohn. Plötzlich check ich, außer Bessie vom Sohn. Ja, aber ich habe Menschen verletzt. Vater, ich habe dich enttäuscht. Ich habe meine Freundin betrogen. Ich habe gelogen, ich habe Leute rausgemobbt. Ich bin süchtig geworden. Und plötzlich checkst du selber, wer repariert das? Und die Botschaft ist nicht da, der Sohn kommt zurück, sondern die Botschaft beginnt jetzt. Was der Vater machte, kommt jetzt in eine Jüngerschaft. Ich möchte das nächste lesen. In Lukas 22, Vers 24 sagt sein Vater, aber er befahl den Knechten, beeilt doch, hopp, 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 schnell. Holt das schönste Gewand im Haus und legt meinen Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt die Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren, no more Kasasa. Jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Was der Vater machte, er nahm den Sohn nach Hause. Wenn du zum Glauben kommst und Jesus oder auch ich zum Glauben gekommen bin, wir bringen eine Geschichte mit. Ein riesen Rucksack von Dingen. Und was der Vater machte, er machte ein Fest und das ist diese Bank. 4 Dinge machte der Vater und das sind Jüngerschaftsschritte. Das erste, was der Vater machte, war ein Kalb geschlachtet. Und das steht symbolisch für Jesus. Das erste, was du hören musst, in all deinen Scherben, entdecke Gott, dass jemand mit dir erklärt, warum kam Gott auf die Welt, warum Jesus, wieso der Heilige Geist, dass du entdeckst, er ist an meiner Seite gestorben, er macht es möglich, dass aus dem wieder ein Wunder wird. Das zweite, das Gewand, ist nichts anderes, du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, ein aberliebender Vater. Das ist, erlebe Gott, du erlebst plötzlich, du hast Geistesgaben, du hast Früchte von Gott bekommen, du hast Autorität im Gebet, jemand lehrt dich, du bist nicht mehr einfach ein Fremder. Und dann die Sandalen bedeutet nichts anderes als, du hast Sünden, du hast Süchte, du hast Flüche mitgebracht, aber wir werden im Get Free mit der Taufe dir neue Schuhe geben. Und dann der Ring bedeutet nichts anderes als, folge Gott nach, du hast Autorität. Hey, du hast Autorität. Du betest nicht, um zu jammern, du betest, um zu regieren. Wenn du den Namen von Jesus aussprichst, oh hopp der besser, da werden die Dämonen fliegen und fliehen, wo auch immer sie hingehen, aber sie werden gehen im Namen von Jesus. Du lernst ganz konkret, was es heißt, in Jesus sein. Der Punkt ist, dass die Geschichte vom verlorenen Sohn endet nicht so, no more Kasasa, sondern das Fest war aufwendig. Das Fest war teuer. Und meine Frage, die ich heute uns allen stellen, wenn wir Menschen zum Glauben bringen, mit wem sitzt du auf diesem Bank und erklärst ihnen mit einem einfachen Buch das Evangelium? Jetzt sagst du, Leo, ich habe keine Zeit, ich bin gut im Ping-Pong spielen, Minigolf-Profi bin ich geworden, TikTok-Star beim Nachschauen. Wir alle haben keine Zeit. Die Frage ist, mit wem sitzt du dahin und erklärst das Evangelium? Ich habe ganz am Anfang, als die Church angefangen, jede Woche 1 bis 2 Leuten abgemacht auf einer Bank. Ich liebe gerne Outdoor. Indoor ist schwieriger in Klimaanlage. Outdoor ist Outdoor. Und ich bin mit Dutzenden von Männern bin ich durch diese Bücher durchgegangen und habe ihm das Evangelium erklärt. Sagst aber Leo, ich habe keine Ahnung. Was ist, wenn er mir eine Frage stellt, wo ich keine Ahnung habe? Dann sagst du, danke für die super gute Frage, da muss ich drüber nachdenken. Ich frage mal den Vögeli oder den Tim, die haben Zeit. Witz. Und ich komme zurück und ich gebe dir eine Antwort. Weißt du, wer am meisten wächst, wenn du das Evangelium erklärst? Du selber. Du wirst merken, deine Überzeugung, dein Fundament wird mega stark. Und meine Frage ist, mit wem sitzt du zusammen
und nimmst die Scherben und erlebst, wie diese Person zu einem Menschen wird, der die Welt verändert. Weißt du, was der Punkt ist bei diesen Büchern? Ich mache ein bisschen viel Werbung mit Büchern. Es hat Bibelstellen drin. So mega viele Bibelstellen. Und was die Bibel macht, wenn du beginnst zum ersten Mal die Bibel lesen, es macht etwas in deinem Geiste. Plötzlich merkst du, da kommt Glauben und Überzeugung hinein. Eine Bibelstelle in solchem Buch kann deine ganze Familie für immer verändern. Ich möchte 4 Menschen euch präsentieren, wo das Bibellesen sie verändert hatte. Martin Luther, katholisch aufgewachsen. Man konnte dazu mal Menschen, also wenn jemand gestorben ist, konnte man mit dem Ablaufpreis, konnte man jemand aus dem Fegfeuer rauskaufen. Das hat man dazu mal geglaubt und hat man Geld eingesammelt. Und Martin Luther hat gelesen, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Martin Luther merkt, der Glaube alleine macht dich gläubig. Der Glaube alleine langt für den Himmel. Und aus dieser einen Bibelstelle ist eine Reformation ausgebrochen, die uns bis heute prägt. Ein anderer Mann, John Wesley, las Apostelgeschichte 4, Vers 31. Er las Folgendes. Und als sie gebetet hatten, erlebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und John sagte, wenn wir beten zusammen, dann bebt es. Und Gott schüttelt durch. Und wenn Gott durchschüttelt, dann schüttelt er durch. Und John hat gesagt, wenn wir beten als eine Church, dann bewegt Gott seinen Arm. Und aus dieser Überzeugung wurde die Methodistenkirche bis heute Riesenbewegung. Einen Bibeltext. George Whitefield las Johannes 3, Vers 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Weil dazu mal war es normal, man ging in die Kirche, weil es war Tradition. Und die Kirche war voll. Und er merkte plötzlich, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du nicht gläubig sein. Und er fing an zu predigen in England und Amerika und ein Great Awakening ist ausgebrochen. William Seymour las in L.A., Amerika, in der Bibel. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und er sagte, wenn das Gott gemacht hat, im Apostel, dann ist das gleiche Leben in der Church. Und sie haben gebetet, Heiliger Geist, komm und fall. Und der Geist Gottes fiel. In der Azusa Street. Und sie haben nicht mehr aufhören können zu singen. Sie haben die Songs wiederholt und wiederholt und wiederholt. Wer kennt das im ICF? Wiederholt und wiederholt. Kommt von denen. Sie haben Hände erhoben und geklatscht und applaudiert. Und aus dem ist die Pfingstbewegung entstanden. Ein Mann hat ein Zitat gemacht, wo ich gehört habe, Charlie Kirk wurde gefragt, wieso bist du gläubig? Er sagte, ich bin extrem gläubig, weil ich glaube jedem Wort von der Bibel. Und in meiner Bibel steht, Jesus starb für meine Sünden, ist nach 3 Tagen auferstanden und ich weiß, er lebt und ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wenn du beginnst mit deinen Freunden, die von nichts eine Ahnung haben, entdecke Gott, die Bibel zu lesen, kann ein Bibeltext eine Kettenreaktion auslösen. Ich war die erste Person in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, die an Jesus glaubte. Weil ich gewusst habe, wenn nicht ich aufstehe für Jesus, wer dann? Ich möchte heute Abend prophezeien, dass Charlie Kirk, er wird es mir vergeben, wird uns verändern. Die Bibel sagt, wenn wir für das Evangelium leiden, verspottet werden, wird Gott der Welt beweisen, wer er ist. Nicht ich beweise Gott, sondern Gott beweist sich selber. Und man sagt, das Blut von der Märtyrern ist der Samen einer Erweckung. Und ich glaube ganz konkret heute Abend, du siehst beim Sport, beim Fußball, überall, Leute sprechen über Jesus im Fernsehen
Kein Thema mehr. Und das nervt alle Journalisten. Weißt du warum? Weil sie spüren eine Erweckung. Wie kann es sein, dass Gen Z in Scharen zurückgeht zu Jesus und die Medien spüren eine Welle von Erweckung, die kommt und sie versuchen es zu stoppen, aber geht nicht. Amen. So ist es. Geht nicht. Geht nicht. So, ich möchte enden mit dieser Frage. Für wen betest du? Wen lädst du ein für das Evangelium? Mit wem gehst du diese Bücher durch? Das sind ja nur Hilfen, wo sie lernen können, was es heißt, mit ihrem Scherbenhaufen, dass Jesus ein großes Wunder macht. Ich werde heute Abend 2 Gebete beten. Erstens für die, die sagen, ich bin wie der verlorene Sohn. Ich habe Dinge falsch gemacht. Bin von Gott entfernt. Ich habe noch nie mein Leben Jesus anvertraut. Und das zweite Gebet wird werden, dass der Heilige Geist uns eine Person offenbart, die wir zu ihm führen können. Ich möchte euch bitten, ganz kurz alle eure Augen zu schließen. Auch im Club, auch in der Empore, alle Augen bitte, ist mir mega wichtig. Weil ich werde heute Abend etwas machen, was ich nicht immer mache. Aber wenn du heute Abend merkst, du bist der verlorene Sohn, die verlorene Tochter, du hast dich weg entfernt von diesem lebendigen Gott, du spürst heute Abend, Gott ruft mich. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut, aber du spürst heute Abend, Gott ruft dich. Dann werde ich heute Abend auf 3 zählen und ich möchte dich bitten, dass du aufstehst, darum sind alle Augen zu. Und dass du heute Abend Gott ein Statement gibst, hier bin ich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und das ist ein heiliger Moment. Ich lade euch ein, alle Augen zu schließen, das ist mir mega wichtig. Und ich möchte dich heute herausfordern, einen Stand zu machen für Jesus. Wenn du merkst, Jesus ruft dich heute Abend zum allerersten Mal oder sagt, komm zurück in meine Familie, lade ich dich heute Abend ein, im Namen von Jesus aufzustehen in 1, 2, 3. Das ist ein heiliger Moment. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch umkehrt, die Engel im Himmel werden jubeln. Und ich lade dich jetzt ein, wo du jetzt stehst und auch online zuschaust. Ich werde einen Satz beten und kannst diesen Satz mit mir mitbeten. Und sag, lieber Jesus, danke für mein einmaliges Leben. Vergib mir all meine Sünden und alle meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bitte leite und führe mich. Segne und beschütze mein Leben. Und gebrauche es zu deiner Ehre. Du bist alles, was ich habe und was ich bin. Und ich rufe dir heute Abend zu, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht, er vergibt alle unsere Sünden, alle unsere Fehler. Er trägt den Namen ein ins Buch vom ewigen Leben und sagt, willkommen zu Hause. Gott macht ein Kalb, ein Fest, ein Ring, ein Kleid und Sandalen für dein Leben. Können wir, die wir sitzen, ganz kurz diesen Leuten Applaus geben? Come on. Woo! Yes! Come on! Come on! Für die, die heute Abend aufgestanden sind, draußen beim Connect Point haben wir eine Bibel und möchte heute Abend dir eine Bibel schenken, wo du lesen kannst über die Güte von diesem Gott im Himmel. Das ist unser Geschenk an dich. Ich lade euch ein, alle aufzustehen. Alle. Und ich möchte ganz kurz auf diesem Bank sitzen. Während ihr steht, ich sitze. Aber hier ist ein Platz von einem Menschen mit Kesasa. Und Vater im Himmel, hier sind wir. Du hast uns gerufen, geht hinaus in die ganze Welt, verkündigt die beste Botschaft. Und ich möchte dich bitten, zeig du mir, für welche Person, Mensch, Menschengruppe, dass du mich auserwählt hast, eine Stimme zu sein
So lass uns einen Moment einfach ruhig sein. Ich glaube, dass Gott dir einen Namen, einen Menschen, eine Familie jetzt auf dein Herz legt, wo du eine Autorität, eine Salbung hast, im Gebet zu pflügen, aber auch das Evangelium zu erklären. Der Vater laufte voller Mitleid um den Sohn. Er war schneller als das Volk. Und weißt du, Gott sagt, Jesus sagt, bei den 99 Schafen, das eine Schaf, das verloren gegangen ist, werde ich nachgehen. Er hat es gezählt. Er ist akribisch. Er hat die verlorene Münze gesucht, der verlorene Sohn gefunden. Vater, sind wir. Wir beten heute Abend zusammen für alle diese Feinde, diese verachtenden Kommentare über Charlie Kirk. Ich bete heute Abend, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie sagen. Sie wissen nicht, was sie tun. Segne sie, öffne ihnen die Augen. Heiliger Geist, bewirke ein Wunder. Wir sagen, der Geist der Spaltung ist nicht der Geist, dem wir nachfolgen. Der Geist der Rache ist nicht unsere Waffe. Du kämpfst an unserer Seite. Du öffnest Herzen. Du segnest. Ich bete heute Abend, dass du Amerika, du hast die ganze Welt durchgeschüttelt. Du hast auch uns durchgeschüttelt aus dem Schlaf. Vater, gebrauche uns zu deiner Ehre.